Salut, ma hunne klenk Let's Play fertig für berät. An zu 3 wetten wir dat lo bisse kommentieren. Dabei ist der Ben aus der Crew an der Kevin, den mat uns das Spiel zusammen gespielt hat. Jo, also, ich bin Mario versicht. Wir haben noch versicht, dass du ein bisschen schnell durchspielen. Du hast Kevin ein bisschen Erfahrung dran. Und vielleicht kannst du also ein bisschen etwas erzählen. Wie war Mario versicht? Oh, also Super Mario Fairer Sicht als von meinen Lieblingsspieler von allen Zeiten. Und schon nachdem wir uns ganz gerne ganz oft durchgespielt. Und ich meine, dass ich auch durch das Spiel ziemlich viel Skill konnte für mich kriegen. Und allgemein habe ich auch an meiner Lycée-Zeit viel Spiel auf Rekorder gezockt und so weiter. Das hat für mich auch eine Motivation für das Spiel so sehr wie möglich durchzuspielen. Da hat vielleicht schon bemerkt, man hat das Projekt schon abgeholt und nur kommentieren das Ganze lo. Und die wird schon ein paar relativ interessante Szenen zu Gesicht bekommen. Da sind noch Szenen dabei, die vielleicht nicht jeder kennt, weil da waren auch Tricker dabei, die bei großen Speedrunner die Weltrekorder brechen. Da waren so Tricker auch nicht dabei. Also da ist auch ein bisschen neue Content zu gesehen. Willst du da das selber beibrächt oder? Also ich gucke viel Videos von dem Spiel und du willst schnapp den Bon oder du etwas ab. Und natürlich spielen das Spiel nur einfach so nur langer Zeit mal am Ende, ja. Und da guckt dann einfach den Moment, was kann ich machen, zum Beispiel ich hole nochmal als Aufkürzung, dass ich halt gegen Mauer sprangen, weil das mir sehr geht wie der Rest. Ganz spontan. Ja, als Ziel ist natürlich 100%. Wir werden all Sterne sammeln. Oder besser gesagt, der Kevin sammelt sie all, das sei Gameplay. Ich bin das beim Band daheim abgeholt. Und ja, das ist ganz gut gelaufen. Wir konnten alles an einem Tag abgeholt. Wunderbar. Ich habe da ein bisschen mehr lang gebraucht. Mit meinem Projekt auf meinem eigenen Kanal, da kann ich da war genug Salz dabei, also du musst auch bedenken, der Kaffee Thai an einem Tag auch mit der View alles abgeholt, das heißt doch mit der Mann etwas komplett Neues, ahne ich das, und das ist auch ein bisschen ein Problem, den du an deinem Let's Play hast, dass einfach entweder sehr schmal auf eine View drauf geklackt, wo nicht viel Updates zu machen vom Gefühl her, das ist einfach nicht schwer auch gewesen, und du hast Krampus dabei, mit dem Kaffee da an einem Tag gewiss, was du wirklich kannst. So, all Respekt, Kaff. Wir sind heute schon nicht Stereo. Genau. Ja, ich weiß. Du musst noch so, dass die Virtual Console Steuerung zu die überholt an der Kontrolle aber viel mehr genau ist. Also Respekt und dich, ja. Kevin. Das hat gut gehandelt. Ja, also das Finale der Kontrollstick, den halt viel mehr präziser ist, seitdem da den viel mehr sehr Richtung wechselt, dass was beim Nintendo 64 kann ich das dann vielleicht manner präzis als aber mit präzis spielen, keine Ahnung. So okay, Speedrunner, also direkt gegen den Weltrekord pusht, du willst, ist das doch bei mir halt so ein bisschen schwammig mit der Steuerung. Weil die Seite gerade wie ich gegen die Cooper rennen, weil so lange braucht, kann ich ein bisschen durch die ganze Welt rennen. Ja, du lässt ein bisschen Zeit doch. Also. Ich meine, Video hängt an den halben Minuten Zeit an, müssen aber locker länger Minute öffnen. Ich meine, so. Mal Julio, ein bisschen Zeit, da gebe ich auch mal ein bisschen mich und Daylight wenden, die das Spiel vielleicht gar nicht kennen. Oder nicht wirklich kennen. Der sind da wahrscheinlich auch ein paar dabei. Und zwar will ich da nehmen drauf angehen, das Spiel ist bei uns 1997 rauskommen, am März. Und das ist ein Meilenstein von der Videospielgeschichte. Viel 3D-Jump'n'Runs oder allgemein 3D-Welten, die heutzutage Spieler abprogrammiert gehen, die basieren nach stark und der Idee von Super Mario Bros. Also das Spiel hat wirklich Rekorder gebracht. Und es war auch das Spiel, was wirklich eine 2D-Person an 3D-Welt richtig angenehm umgesetzt hat. Also das ist schon ein Spiel, was für jeder sollte gespielt gehen, und auch jeder nicht sollte kennen. Ja, sonst geht nicht so, es gehen 120 Sterne am Spiel. An mir hast du auch eine kleine Challenge gesagt. Und zwar
ja, et gi 15 Welten an dat ganz Teil ënner 15 Parts zerrechen mé op man dat gepackt hun, dat gesit halt am Laf vum Projekt. Seht gespannt. So, huet dann nach Appst du beizufügen, da gesit mir man die echt Welthei, die echt Missionen. Nach App's interessant du zu soen. Vielleicht noch zu dem Video selber, das man halt geplant mehr oder Mama wie an diesem Video halt, also zum plus minus 20 Minuten Parts zu machen und du wählst, wie gesagt, als Ziel 15 Parts, ich gerechnet 5 Stunden. Das ist auch mein Ziel, was ich mal gesagt habe, für das Spiel innerhalb von 5 Stunden durchzuspielen. Wie gesagt, ob man das hinkriegen oder ob ich das hinkriegen, das sehen wir dann. Da sind wir gespannt drauf. Wie gestaltet man richtige Weltrekord an der 120 Sterne Kategorie aus? Also, wie eng Zeit geht do? Das eng Stunde oder bis mehr wie eng Stunde? Ja, live Weltrekord aus 1 Stunde 40 Minuten am pur zerquatscht Sekunden und geht nach Tool Assisted Speedruns, wohin da kann das Spiel Bild für Bild, also Frame per Frame durchspielen. Und du leitst Zeit bei 1 Stunde 20 Minuten an pur zerquatscht Sekunden. Ja, man gesehen ja auch schon pur studiert Moves, wie zum Beispiel mit der Kanone. Oh. Wohin dann die genaue Pixel zielt. Ja, kommt drauf an. Also ich hatte gedurcht, bis ganz grob zielen und dann ganz ein bisschen hoch, aber wie gesehen hat, ja, ich kenne schon aber über die Insel geflogen. Geht dick stur, wenn man ganz grob zielt. Ja, wie gesagt, an all Welt befanden sich 6 Sterne, 6 Regulärsterne. Die sind immer mit einem Kapitel verbunden. Ist eine Aufgabe, die zu lesen ist. In diesem Fall Rot Münz. Die sind immer an der Welt verstopft, sind da 8 Stück. Aber für 8 Rot Münz gibt es halt Sterne, sowie andere Aufgaben. Es gibt auch 100 Münzsterne in all Welt. Am ganzen Schloss haben wir dann noch Geheimsterne. Und zusammen mit denen kommen wir dann auf eine Summe von 120 Sternen. Ja, genau, 15 Welten mit 6 Sternen plus. Und ich mache schon auf 90 und dann nach 15 mal 100 Münzen, 15 mal Geheimstern. 120 Sterne insgesamt. So, ich meine, lo versichern, ich habe irgendwie den Biersch zu und ich versichern, dass man einen 3-Sprung an mir sind noch nicht so ganz gewinnt beim Controller, du willst, naja. Doch, ja, das sind halt einste Momente, wo ich mal gedacht habe, so hast du den normale Casual-Weg gemacht, hat das vielleicht ein bisschen Zeit gespart. Ja, dem. Also, weil der Biersch kannst du ja eigentlich, wie man lo gesehen, normal rumlaufen. Ja. Nee, das ist okay. Ja, effektiv, der mir sehr gewischt, weil ich wahrscheinlich Scheinheit der Rest gelaufen wäre, am Platz rundherum zu laufen. Egal, das sind Sachen, die geschehen da ganz spontan. Wenig Controller fällt dran am ganzen Projekt. So, du hast anfangs ein Korbeier, du hast schon Krebs, ja, Schloss, du anfängst zu kommen. Die Steuerung ist komplett anders, also noch von Skirisch nicht für sich Controller am Kopf ist. Muss da 4 Stunden gehst du mal spielen. Das ist bei den Sachen von der Möglichkeit, aber nicht das gute geregelt, doch wie ein Heurem Rob sprengt. Das ist etwas, was den muss geübt jahrelang. Und noch viel geguckt haben. All Respekt für so. Yep. Oder sich gemerkt haben, ja. Da muss ich nämlich auch so, dass die Kanonen da unpräzis sind. Also du musst immer ein bisschen mit Aufweichung berechnen. Du kannst da nicht mit vom Fadenkreuz gehen. Die müssen aber mehr echt zielen, wie ein Hello oder Flair will. Ja. Das ist dann auch so eine Sache von ungefähr. Da von viele Spiele wesen ungefähr, wie die Kanonen reagieren. Man kann ihn da doch so mehr oder weniger beeinflussen oder denken, so fliegt ungefähr dahin. Sowieso die Richtung, wo ihr wollt fliehen, da das nie ganz präzis. Vielleicht ich dann denke später an der Antarktis, Atlantis, nicht Antarktis. Du musst vielleicht ein bisschen mehr präzis sein, das also immer ganz okay. Heute sind wir auch ziemlich nice gemacht an engem Zug den ganzen Potte da angestampft, kann ich ja, nicht hin. Ich habe das auch bei deinem Let's Play gesehen, also, dass das zweimal gekriegt ist von den 3.
Ja, ich muss immer noch bis mit dem Hund fighten. Dafür hast du bei mir halt ziemlich weit Handel gespawnt und hun ich du durch der Zeit verloren. Das wäre dann dämlich für Speedrun. Eigentlich. Mal hun noch Glitch an dem Run, also das nicht Glitch lässt, ne? Zum Beispiel geht Heinz du durch die Mauer gesprungen und so. Übst du die Tricker, also hast du die Tricker als lang gebraucht für die zu beherrschen, weil ich probiere immer rum, ich krieg nicht hin. Ich mein, das ein Kombination von halt wie gesagt schon, dass ich früher ganz Jahre gezockt habe, vielleicht das Spiel auch wissen sie will, dass ich mal durch das Skill trainiert habe. Und dann, dass ich halt gerne Video gucken, ja do an Moll oder do Glitch fand, dann denken ich mal, den Doten, die kann ich mal abbauen oder beziehungsweise das sind ich kapabel zu machen. Jetzt ging viel nach einer Sachen, die sind gut nicht so machbar. Hey, sind wir an einem Geheimlevel, wo 2 Geheimsterne gehen, und der sieht 21 Sekunden. Wenn man 1 Millisekunde drinnen gewischt, hat man den geheimen Stern freigeschaltet. Da muss ich nämlich den Parcours in 21 Sekunden aufschließen. Und das da, wo wirklich, ja. Präzis geschafft, ja. Ganz genau geschafft. Probieren ich halt einkehr für die Museumzeit sogar eine Aufkürzung zu machen. Das sind eine von den Sachen. Du musst in einkehr Videopummel geguckt und für zu wissen, wie sie das machen. Ich meine, mir ist das nicht richtig gelungen. Nee. Ja, das war schön. Das sprang wir dann auch direkt an der, für ja, halt Zeit zu spüren. Genau. Ich meine, bringt nicht die Mission 2-mal zu machen und wir gehen einfach rüber, ob die genau. Oder respektive die zweite Welt. Das war so ein Rage-Quit, weil das nicht direkt geklappt hat. Wir probieren das später nicht, ja. Ja, wir haben noch die Echtwelt aufgebracht, weil wir lo eigentlich nicht mehr direkt machen können, ne, Kevin? Wir brauchen dolo die Rotmutz, also ja. Power-Up, dass du machen flayen kann. Das geht auch ohne Rotmutz, aber das ging viel mehr lang dauern, bis ich mache. Da kann ich noch im Haiern ihn an hier zu chasen. Und dann meistens kombinieren ich dann auch Rotmünzen mit den 100 Münzen, weil man Rotmünzen sammelt heute in der schon 16. Du passt nur schön noch bei. Ja. Er hat schon nächsten Trick. Ja. Nicht proper geschafft, Nintendo. Ja. Den enregistriert. So soll das richtig sein. Oh shit, das war ein kleiner Fail. Ja, Mann. So was am Fogen immer. Kann ich mal länger Stoppertraktor durchglitschen. Das ist auch schon echte Stärken, den kurz. Ja, es geht relativ schnell, also 7 Sterne schon gesammelt. Gesagt, das ist ein kleines Spiel. Ich spiele den da immer gern, also ich fange das alle als frisch und er spielt alle Senker zu 100% durch. Keine Ahnung, das einfach so muss. Neben Mare Sunshine ist das ein Muss. So regelmäßig, naja. Du hast wahrscheinlich mehr oft wie Emul am Jahr gespielt, ne? Demos, ja, aber bon, gut, schon so schon wie lange nicht mehr Nintendo 64 gespielt. Und vermutlich ist der Moment bei meiner Schwester zu Träger leihen. Dann könnt die nächste Sache, die ich will weisen. Das ja, genau, das ist mindblowing. Das wusste bestimmt wirklich wenig leid. Also, holy shit. Ich war du ganz baff, den nächsten Tag, wo wir das abgeholt dass du nach so ein Secret verstoppt hast. Ich meine, ich habe das Spiel keine Ahnung, über 17 Jahre gespielt. Und ja, da ist so eine Überraschung nach Hause. Das ist eine von den Sachen, da tue ich einkehr zufälligerweise irgendwo an einem Let's Play oder so gesehen oder längst, genau, was auch immer. Und da tue ich mal halt verhalten. Ich meine, so etwas verhalten, den sind ja auch direkt so etwas Spezielles. Die können darauf. Okay, erkennbarer Grund. So, first try für die Mauer herabzusparen. Das ist auch unmöglich, wie hin immer du genau weißt, wie die Sterne machst, dass du blind du hingesprungen zack,
für ihn, die der Toni gespielt hat, das ist einfach verreckt 120 Sterne, du beleist ja nicht zu wissen. Ja, wie das geht aber nach, weil diese Welten hat ihn aber am Kopf, sind nur ganz viele Welten an einem relativ wenig Sternen pro Level. Ja, wat halt auch gut ist, dass von den mal ja, wenn ich sterbe so schief geht, kann ihn direkt um den anderen switchen. Also Ja. oft das hat der Fall, dass ihn dann einfach sein Weh ändert. Wenn es nicht direkt klappt, dann kommen wir mal an die Dutzend, weil den hat man auch noch nicht gemäht. Ich meine halt, legt den sich aber ziemlich gut, wo die Sterne sind, weil hier sind dann 6 Sterne pro Welt, wenn ich das vergleicht, zum Beispiel mit Banjo-Tooie oder so, da hat den 10 Puzzlos pro Welt. Wenn man nur nachguckt, Name extrem bei Donkey Kong 64, da hört ihn dann 25 Bananen pro Welt, die dann nur noch alles am Kopf zu holen. So hier ist das nach relativ simpel. Und dann hört ihn halt so auch einen E-Charakter, aber bei den anderen Spielern hört ihn dann so gesehen. Ja gut, 2, 3, 5. Ja, genau. Wo müssen sich aber viel mehr merken. Zum Mos dann die Konferenz sagt, da gibt so unheimlich viele Sachen anzusammeln. Und das alles so gut und dabei versteht. Weil daheim macht man eigentlich gerade die 100 Münzen. Ja genau, der kann immer ganz gut kombinieren mit der roten Münz, weil du brauchst 100 Münz an die Stern geht dich halt nicht mehr aus der Welt raus. Das ist ein geheimer Stern, den kann ich noch direkt an der Welt saven. Und dann einfach seinen alle Stern weitermachen. Ältere Menge aufkehrt zum Englisch, ne? Was Ja genau, hier probieren wir natürlich rum drauf. Sie hat gesehen, für ein paar Sekunden ist es gegangen. Lo, und dieser Mission will nicht gehen. Ja, da klappt es ab. Nee, Au, Französisch knapp, ist nicht knapp. gegangen, dann ist mal gedurcht. Ich meine, ich hab mal gedurcht lose ziehen. Ja, es wäre lo besser gewesen, einfach weiterzulaufen, anstatt du nach Ja, 10 Mal zu wenn probieren. es Ja. man schlo. Dann fällt mir an, du sind noch 8 Münzen. Und du sind noch 5 Münzen. Ich meine, du sollte normale Ja, Weh aber sehen, ne? Der Teil ist schon normal. Das sollte normal Ja. sein. Selbst wenn ich mir die Aufkitzung da gemäht hätte, hätte ich potenziell 20 Münzen nicht geholt. Kann ich die halt auch noch mal zählen. Voilà. Einfach übersprangen und nicht warten. Und halt, Ja, hier ist noch ein kleiner Trick. Vielleicht wissen die doch vielleicht nicht. Aber das wusste ich zum Beispiel. Wenn du auf der Plusch da rundherum springt, da kommen du nach Pummens und die raus. Glitch für sich mit deiner Stampattack durchzuglitschen, das geht auch bei den Klängen. Wenn ich nicht wirklich gut möchte, da geht Zeit durch für die 5 Münzen zu sammeln, an Stampattack zu machen, für zu killen, aber dafür war schon nicht sehr genug. Und hier so witzig. Was zu machen? Oh ja. Nochmal die 100 Münzen. Ja, doch. Und ich nach nicht die 800 Münzen. Genau, zusammen. mein Kurs ist schon. Ja, Geht dran, der One-Up-Goal, ja. ich will was können. Schöne Fußkick. Ja, das Mensch. Oh, Oh ja. da war der kleine Fail gehen. Ja, vielleicht kann man sich schon noch retten. Ja, Oh, gesehen schlecht aus. und ein bisschen Glück. Pack nicht. Ja, ich packe nicht. Ah, ne, nicht gepackt. Ja. Also, ich werde schon Ja, dreimal da fällt man nachher aufgetrollt. was an. Das ist eine 3, nee. Ah, richtig. Das ist noch so ein Secret. Jahrelang nie gewusst. Ich kann ja lo, du eben beim Ben kennengelernt. Ein Teleporter. Ja. Na, lass ich ja Ah, das war natürlich drum schön. Let's Play geguckt von irgendeinem, den auch versicht nicht zu sprangen an dem Spiel, an den ersten 3 Welten noch legen einfach ein Teleporter auch so Platzen, wo ich nicht muss sprangen für dahin zu kommen, dann können ich noch ein Kehr viel nie hier aus. Ich weiß nicht, ob sich die Spieldesigner, Spielprogrammierer Apps dabei gedurcht tun oder nicht. Das wäre interessant zu wissen eigentlich.
was setzen sie do Teleporter hin as dat will man Ja, hin wohl genau. en Kontrolle den Aknäpschen net gegangen lassen sie wollten aber bisschen testen und sie die Teleporter dran gesagt wie das auch nach einer Bereicher können Achse drauf schmengen zusammen macht die lachte ster So, mir kommen weil lachte der. Dafür, jo, schreibt mal einen Kommentar, ob euch den Projekt gefällt. Und ja, vielleicht tut ihr auch Interesse an Speedruns. Vielleicht schon mal du ja eine kleine Community am Land. Ich weiß nicht, du kennst dich schon vielleicht aus, aber hier im Land lebt nicht so viel, was Speedruns angeht, oder? ich weiß nur nicht wirklich viel darüber besteht nee dann du auch Du wirst nicht, schon oder? immer dat Leute im Gaming kauft eine frohe mit das aber net richtig dat dein Community summe könnt das noch immer so eine kleine Hoffnung dann dat summe könnt auch immer diesem Projekt vielleicht von Leute Ideen für Speedruns auch main zu promoten du sind mir immer gerne berät für so Sachen lokal und Kabuchai das ist meine Hoffnung die man hin Ja, genau, ich meine, es muss auch nicht den Weltrekord gehen, ne? Also, wenn dir ein Spiel, so mal, irgendein Spiel halt an einem Tag packt oder innerhalb von 6 Stunden nicht durchzuspielen. Das sind halt auch schon Speedruns, ne? Weil ich brauche für Super Mario 64 einfach 3D oder so, ne? Sitzen du ein bisschen wie lang drin. Oh. Also ich weiß nicht, ich mir kann einfach Ich meine, guck, ich gebe nur mal einen Rupfle, mir hier möchte einfach Long Jump und Käfig. Ja. Aber ja, da so eine Schmerze für nur gucken. Und ja, da sehen wir uns bei der Folge 2 zurück. Bis dann.